Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute laden wir euch recht herzlich dazu ein. Und zwar, wir haben einen Neuzugang. Wenn Nick das einmal schauen möchte. Ja. Oh, da unten. Ah, Alex, bist du es? Ja. Nee, da unten steht sie. Ja, wir konnten es uns nicht lumpen lassen, diese beiden netten Gefährte dort stehen zu lassen, wo sie bisher standen. Daraufhin haben wir gesagt, nimm wir mit, ne? Oh, wie ist das? Ja, nützt ja nix, ne? Ja, worum handelt es sich da? Ja gut, hier, das ist ein etwas größeres Wrack. Noch Wrack, ich hoffe, das läuft noch alles. Und zwar ist es ein 125 Kubik wassergekühlter Motor mit Schaltgetriebe. Ja, soll nicht ganz so low sein, wie man das kennt, wie von einer normalen Kartbahn. Da ist ein bisschen mehr Wumms hinter. Die Rahmen sollen allerdings abgenommen sein, so dass man auch auf anderen Rennstrecken theoretisch fahren darf, kann, wie man möchte. Ja, was haben wir noch? Zweitakt? Zweitakt auch, ja, genau. Ne, Bremsen, wie gesagt, sieht man ja alles hier. Ne? Hier kommen wir dann nun zu unserem zweiten. Es handelt sich hierbei um ebenfalls einen Zweitakter, allerdings luftgekühlt. Auch eine Zulassung, allerdings gilt diese Zulassung schon für Oldtimer, weil dieses Kart schon so alt sein soll, laut Verkäufer, dass das Ding als Oldtimer durchgeht und auch es eine eigene Klasse für dieses Kart gibt, weil die sind sehr selten und da werden dann angeblich regelmäßige Rennen nur mit dieser Klasse quasi gefahren und diesem Motor. Ja, wie gesagt, wir wissen zwar nicht, ob sie laufen, aber da wollen wir uns mal irgendwann ranwagen und schauen, ob wir das dann das eine oder andere Teil nicht an Laufen kriegen und dann schauen wir mal weiter. Jo. Alter, ich passe hier nicht mal rein mit meiner Tonne. Wieso sitzt da drin? Wird ich jetzt nicht so für Bauarbeiter gebaut? Das ist das scheiße. Blech da vorne mehr. Kupplung mehr. Jetzt. Oh, Wir liegen schon auf! Tuning! Nee. Da kannst du den Gang raus. Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Soll ich mit der Hebebühne rausheben? Oh, Boah, die sitzen wirklich eng, ne? ja! Ich passe da nicht mal rein. Fragt man sich, wie lange man da Einen halben Tag, oder? Den werden wir auch noch mal versuchen wollen. Ja. Sollte reichen. oh, eigentlich ja. Stefan, du kannst einmal für die Kamera kurz erklären, was jetzt hier Ja, ist. ich weiß doch selber nicht. Feuer geht hier nicht weg. Ich glaube, das sind mal höhere gehen, oder? Wie viel Länge hat der überhaupt? 6. Alter. Jetzt verpiss dich doch mal. Bremse, Gas, Kupplung, schalten. So, weg. Mein Gott, nee. Lange Hinterachse. Kennen wir das Problem? Quetsch wir den da mal rein. So, der Mann ist drin, dann rein. Anscheinend braucht man dich nicht. Kupplung. Ersten Gang Da oder musst zweiten. du auch erstmal dran gewöhnen, glaube ich, mit dem Schalten. Jetzt bitte schieben. Holy crap. Ja? Nee, da unten muss noch ein Schlauch drauf. Der ist offen. Ist der Überlauf, glaube ich. Der geht dann bestimmt hier in diesen Trottelbehälter. Guck mal, ganz unten runter. Also, von hier kannst du das sehen. Von hier. Ja. Da siehst du ihn? Ja? Meinst du, da muss einer drauf? Ja, da siftet das durch auf jeden Fall raus. Oh, Vergaser schließt nicht, weißt du? Wo siften dann überhaupt alle hin?
Oh Junge, ey, geht das Ding ab. Was ist denn so ein Fazit? Geht gut. Mal die Räder drehen auf dem Asphalt. Mal eben bis zur Dings da mal eben hinfahren. Ja. Dann kriegst du ja jetzt selber. Da ist außen so ein Pin, den sieht man auch. Die müsste eigentlich schon eine Ja, Chance ich auf sehe, haben. aber wie willst du da hinkommen? So, dann kannst du den Vergaser abbauen. Das geht gar nicht. Du musst den Vergaser muss ja abbauen. irgendwas Ding drauf. ist denn der Schlauch? Da muss ja irgendwas drauf. Ja, da muss 100% Denk mal, die Schwimmerkammer läuft einfach nur über. Nee, Da kannst du ja unten abbauen, das ist ja easy. Ganz ehrlich, Ja. nimm hier die Schelle los und zieh den Vergaser mal eben ein Stück ab, dann kriegst du den drauf. Klingt, ne? Ring, ding, ding, So wie er jetzt Der ist. muss da nicht drauf. Doch, da kommt so viel raus, da muss drauf. 100% echt. Der läuft da einfach nur über, der scheiß Der läuft über, weil Vergaser. der nicht zumacht, der Vergaser. Ja, das ist Das doch ist normal, wenn Schwimmerkammer man drin. steht. Ja, ja. So, wenn der voll ist, der Ding ist, macht der zu. Schon Und wenn klar. er zu wenig Sprit hat, dann läuft wieder was nach. Boah, Alter. Wie viel Sprit da drin ist. Ne, in der Ansaugbrücke. Ja, der hat. Jetzt hier richtig was an dahinter Die rauen. meint Marc. Ja. Ja, normal ist da mal so ein Pipi-Schlauch dran, falls das zu viel hat, dann läuft das eigentlich auf die Straße. Beim Roller ja auch. Ja. Problem ist, ich denke, auf der Kartbahn darfst du das nicht. Ja, aber auch so Meinst darfst die du das anderen nicht. Laufen anders? Bisschen viel Kacki drin. Die Bremse ist Ganz viel Kacki. Oh, richtig schier, ey. Oh, Festsattel sogar. Ey. ja, die Bremse ist fest. So den Stecker abziehen. Der ist aber- einfach nur bremsen, deswegen. Ja, irgendwie ist da auch nicht wirklich. Da ist Luft drin, hör mal. Jo. Jo. Ich glaube, hier muss man ein bisschen Bremsflüssigkeit nachfüllen. Chirurgenwerkzeug. Oder brauchen wir da irgendwie eine Spritze oder so? Chirurgenwerkzeug. Frage ist ja, was machst du denn in dem Moment, wo das Bremsseil einkackt? Scheiße. Ich meine, das ist ja schon dick, aber. Machst du ein hartes Ich meine, du Problem. fährst ja auch, wenn die fahren, dann fahren die auch 1-2 Stunden oder so. Das ist ein hartes Problem, ne? Du kannst eigentlich nur auf Da Sand kannst du oder auch so den, fahren. Ins Gras reinfahren. Ja, mit dem Ding, wo du nicht mehr einen Ausschalter hast. Wo du viel wirklich abdrücken. Ja, irgendwie so. Ich kann mir nicht vorstellen, so Eigentlich schnell. müsste da so eine Klappe oder so hier sein. Das ist so komplett Luft, komplett tot. Da wäre so ein Dekompressionshebel geil. Leider funktioniert unsere Bremse nicht, da dieses Kart quasi direkt übersetzt ist. Du kannst damit nicht mehr anhalten, wenn das einmal läuft. Wie viele Gänge hat das? 0. Hier, das ist direkt die Kurbelwelle. Ritze. Direkt Antriebswelle. Deswegen, das ist nicht so gut. Nicht so gut für deutsche Straßenverkehr. Schießt an der Ampel. Ja, muss vorausschauend fahren. Grüne Welle. Ja. Los, Alex! Ja, und dann. Rückwärts mit kaum. Ich bin bei dem Motor nicht ganz so sicher. Sprit gleich irgendwie abgezogen? Ja, ne? 3. Boah, weggerollt. Alter. Junge, also richtig Wumms drauf.
Oh. Aber wenn du kein Gas gibst, geht der wirklich aus, ne? Ja. Ein richtig guten Gasfuß, das besteht aus Blei, hab ich gehört. Ja. Bleifuß. Schreien, ey. Da muss eigentlich ein Killswitch zwischen. Kann man den basteln? Eigentlich schon, oder? Hier eben. Easy. Muss auch mit fahren können, ne? Da steht mal wie Bob fahren, Ja, wie man natürlich gesehen hat, wir haben natürlich viel Arbeit noch mit den Jungs. Bei dem einen sind es die Bremsen, bei dem anderen ist noch Vergaser und Co. und auch Bremsen. Und ja, das wird auch ebenfalls eine große Baustelle. Ich hoffe, euch gefallen die beiden. Eins wird sicher sein, wir werden sie ganz wahrscheinlich nicht behalten. Das heißt, wir werden die erstmal auf Vordermann bringen, so gut es geht. Und dann wahrscheinlich mal gucken, je nach Zustand, als Basserfahrzeug oder auch als voll funktionsfähig verkaufen. Kriegt ihr natürlich früh genug mit, wann wir das machen werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig. Schaut bei Instagram vorbei und Stefan macht jetzt eine Abfahrt hier. Anschieben! Abfahrt! Abfahrt! Oh, der schmeckt.